Herzlich willkommen beim Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Das Woche habe ich mal gedurcht, ich muss ja auch ein bisschen zählen, wie das heute zu Bresel alles lief, wo an den verschiedenen Institutionen auch die verschiedenen Lützeburger schaffen. Hier im Europaparlament sind wir zu 6 Europadeputierten. All Büro hat da noch Mitarbeiter, von denen noch ganz viele Lützeburger dabei sind. Wir an der Verwaltung sind immer Männer Lützeburger, die motiviert sind, auch hier in Bresel schaffen zu kommen. Wir haben zu Bresel auch nach der Repräsentation permanent, wo effektiv als Einzelministerien an den Außenminister Leute delegieren. Das sind Lützeburger Staatsbeamten, die dann eben temporären auf Bresel envoyiert gehen. An der Kommission, an der Europäischen Kommission, also war so auch, dass wir immer mehr Leute haben, die hier fest an der Verwaltung schaffen. Das also war für Lützeburg dramatisch, weil wir irgendwo aber mehr müssten präsent sind, besonders wenn wir ein kleines Land sind, wenig Leute zu Bresel haben, muss man eine richtige Strategie ausschaffen, für mehr Lützeburger an Institutionen zu haben, für auch die Informationen einfach mehr echter gewürzt zu gehen. Wenn die Kommission eine Proposition ausschafft, schaffen ganz viele Funktionäre, Europafunktionäre mit drin, wenn wir hier auf den für Lützeburg wichtigen Plätzen Leute sitzen hätten, könnte mehr zu Lützeburg als besser viel bereden und auch die Legislation schon viel mehr frei beeinflussen, wie das heute meistens der Fall ist. Da gibt es verschiedene Moyen dafür. Es können zum Beispiel auf den Weg gehen, für viele Experten national detachieren, bei der Kommission zu schicken. Ministerien können das machen. Das ist eine Möglichkeit, wo sie dann weiter vom Lützeburger Staat bezahlt gehen, aber wo sie dann aber als Experten dürfen bei der Kommission mitschaffen, wo sie dürfen ihre Reso aufbauen. Und das ist das, was immens wichtig ist. Für junge Lützeburger zu motivieren, ich habe das selber gemerkt, wie ich am Europaparlament angefangen habe, ist es nicht so einfach, sich zu bewegen, für ein Stage zu Bresel zu machen oder auch für fest als Attaché parlamentär. Das ist natürlich immer ein Mandat vom Deputierten gebunden, für hier nach Schaffen zu kommen. Ich habe auch 2 Lützeburger hier zu Bresel kennengelernt, die ein Stage am Moment machen. Das ist einerseits Stefanie Büschler und de Kief Albers. Vielmals merci, dass bereit wird, heute mit mir Erfahrungen als Stagiaire bei den europäischen Institutionen zu teilen. Ich gehe vielleicht mit Stefanie Büschler aufhängen. Kannst du uns kurz sagen, wo du genau der Stage bist, ob es schwer war, den zu finden und was den Daily Arbeit eigentlich darstellt? Ja. Ich mache am Moment sogenannte Schumann-Stage. Also Stage, die geht über 5 Monate, den wird 2-mal am Jahr ausgeschrieben. Und das ist auch, wie man hier noch gesehen, ziemlich ähnlich wie der Stage, den der Kief bei der Kommission möchte. Ich bin am Moment am DG Trat an der Unität vom Multilingualism and External Relations. Und da machen wir viel mit Kommunikation, intern und extern Relationen. Evenementen planen, wie zum Beispiel den Multilingualism Day, den im Jahr zu Bresel stattfindet. Und aber auch zu präparieren für die Europawahlen, zum Beispiel beim Portal What Europe Does For You. Da schaffen wir im Moment ganz viel zusammen. Ja. Und die Stage war ziemlich einfach zu finden, wenn ihr bis weiß, wo ihr seht. Die Schumann-Stage gehen ziemlich übersichtlich ausgeschrieben. Und du hast auch rezent Änderungen gemacht, dass sie sich mittlerweile direkt bei der Unität melden, die dann einzeln einen Platz ausschreiben und dann kann ich sich direkt melden und dann ummelden. Ja. Hast du dich da auch spezifisch für die Unität gemeldet oder hast du ausgelost, hast du dich einfach generell gemeldet und dass du dann an die Unität gesagt gehen oder wie wäre das gegangen? Sie haben seit den Stagen, die noch mir kommen, geändert. Ich habe mich generell angemeldet, also sie sichern dann einzelne Leute aus, die sie meinen, das passen. Aber ab den nächsten Stagen, die ab März werden anfangen, du meldest dich direkt an bei der Unität. Ich tippe auf der Wesen, auch wer die kriegt, kann sich mehr spezifisch melden und dann, dass sie noch irgendwo garantiert, dass sie an dem Bereich schafft, dem einem auch persönlich Spaß macht. Kief, wie hast die ganze Erfahrung bei dir gelaufen? Du hast auch am Oktober angefangen, du bist bei der Kommission noch, kannst du das kurz sagen, auf welchem Bereich dass du da schaffst, an was der Alltag so zu machen hast, was die großen Punkte und die nächsten Momente für dich sind? Was ich alle 18 habe. Also als erstes schaffen an der DG Move, das so quasi das europäische Verkehrsministerium für Mobilität und Transport.
Ich meine Kommission ist ja am Anfang an 33 Generaldirektionen angedeelt, tut den halt vertisch mit den politischen Amt, das sind ein Kabinett da, das sind wo die Juncker dran sitzen, das halt wo Politik mitgeht. Und dann ist aber bei der Kommission noch in administrativen Amt. Das sind halt die ganzen Ministerien, die Generaldirektionen. Und das sind halt eben bei der TG Move. Und da schaffen wir halt dann wirklich die verschiedenen Gesetzesinitiativen. Da schafft man drin. Und da sind wir halt da wirklich dabei, okay, passt. Es sind halt paar Leute, die dann halt Beamte sind und die halt ganz viel entwickeln. Und wenn dann halt Kommission dann, wenn das Kabinett kriegen Loot geht, dann schicken wir die Gesetzesinitiativen und das Parlament an unter Rot. Und ich arbeite momentan 3 Proposals mit, also Gesetzesinitiativen, und diese momentan dann halt wirklich an der Prozedur dran, dass wir halt mit dem Ministerrat verhandeln, mit dem Parlament. Und an den letzten 4 Wochen ist da wirklich ziemlich viel, weil wir halt am Ministerrat, am Parlament halt für da halt unter Verhandlungen teilzuholen. Trifft ihn halt nebenbei auch bilateral halt an Delegationen von den Finnen zum Beispiel halt oder sonst muss ich da wirklich halt auch, wenn gerade keine Meetings stattfinden, also am Büro. Und da schaffen alles aus, gucken, okay, was sind Kommentare von den Staaten, was kann man durch Kompromiss machen, wie kann man das abbauen. Weil das ganz interessant ist, dass überhaupt ein Gesetzesinitiativ rakennt, schafft mir sie aus. Und sind aber bei sind nicht nur 2, 3 Leute, die dann halt etwas machen, was dann die Leute aus Europa ganz belästigt. Wir sind halt, wie du vorhin gesagt hast, wir schaffen mit Expertengruppen zusammen. Wir haben abgesagt, es sind dann über 100 Unternehmen dabei, die uns aber wirklich, wie wir das alles machen können. Also ich arbeite an der Digitalisierung vom Transportbereich mit. Und ich meine, jeder, den ich kenne, weiß, dass nicht die Informatikbomben sind. Wir lesen halt extrem viel bei, wenn du die Expertengruppe kriegst. Die Prozedur für an das Stage zu kommen war relativ schwer, muss ich sagen. Also das ist ziemlich schriftlich ausgeschrieben, dass das nicht schwer zu finden, wenn man wirklich dann weiß, was man machen will. Wir beiden dann 3 Domänen angehen müssen, Prioritäten, wo ich hin will. Und das ist aber nicht, dass ihr da könnt. Das ist zum Beispiel Auswärtigen Dienst und Verteidigungsagentur halt angehen. Das sind aber an der DJ Move gelandet, weil ich überhaupt nicht angehen habe. Das heißt, da geht über 3 Runden. April kriegst du Bescheid, ob du an die 2. Runde kannst, dann an die 3. Runde und dann am Juni kriegst du Bescheid, okay, du bist halt dabei. Am Bluebook, wo du ausgewählt ist, das Bluebook wird dann an alle guten Kommissionsbeamten geschickt. Und das sind ungefähr 2000 Leute, die da von den 15.000 Kandidaturen überhaupt noch rankommen, und davon gehen 600 geholt. Und eben, da kriegst du entweder bei einem Anruf oder du musst selber lobbying, schreibst die Leute was du willst, und dann hoffst du, dass es viel geholt ist. Du hast schon beim Service Exterieur gemeldet, dass natürlich denen, die wahrscheinlich von am meisten gefroht werden sind, so wie ich mir das vorstellen kann. Wir können dafür als Flajoinker kurz sagen, wie all die sieht, ob da an ihrem letzten Jahr Studium sieht oder ob das am Kader von ihrem Studium ist, wo das macht, für die Leute zu erklären, wie nie sie sich melden können. Ja, ich bin 23 Jahre alt und ich will am Sommer mit meinem Master fertig gehen. Und, ich wollte ein bisschen EU-Pause machen, um zu gucken, ob ich eventuell ein Doktorat anfangen kann. Und du hast sich den Stage von ganz gut gemeldet, weil nach 5 Monaten lang, also eine gute Zeit, auch eine Periode, wo ich sich mit so einem Stage gut beschäftigen. Und ich weiß, dass mein Stage, der Schumann-Stage, da muss ich aber kein Master und das kann noch direkt einen Bachelor machen. Ich muss in ein Studium fertig schon. Ja. Also, weiß ist relativ, nämlich das ist 25. Es sind zwar noch dabei, meinen Master zu schreiben, ich brauche den Master für meinen Master aufzuschließen, aber am Allgemeinen sind ich den Einzigen, der nicht mehr den Bachelor hat. Also an der Kommission, bei den ganzen Stagiären, die hier drin den Master hat, schon ein bisschen geschafft oder so, und die benutzen da wirklich den Stage als Sprungbrett, für nur halt dran zu schaffen. Bei es später noch viel, okay, was müssen um Stage, und du sind halt noch die Einzigen, die halt das sieht. Ich gehe zurück auf die Uni an, ich bin mit dem Master fertig. Du warst zu Innsbruck auf der Uni, Julie, wo warst du auf der Uni an, oder warst du auf der Uni, du warst ja fertig. Gehst du die heute Experience als Stage bei den europäischen Institutionen auch andere Leute rekommandieren, aber ja, für was? Ja, definitiv, weil ich fand, das wirklich eine gute Sache, für mal ein bisschen einen Abblick zu kriegen, besonders beim Parlament, wie das alles geht. Und auch das wirklich interessant halt zu Brüssel zu sehen. Es sind ganz oft interessante Leute. In meiner ersten Woche, wo ich hier war, war der Bono von U2 war und dann war der Bill Gates die Woche noch hier, und kann ihn halt auch überall dann mitlauschen gehen und mit gucken gehen. Und das ist wirklich ganz, ganz interessant.
an für so eine echte Erfahrung für Leute, die zum Beispiel noch nicht wirklich viel Erfahrung haben. Also fand ich ganz interessant, dann gebe ich doch definitiv rekommandieren. Also ganz kurz, ich meine, da kann ich wirklich weiterempfehlen, weil ich sehe wirklich ganz viel. Ich sehe halt wirklich die Institutionen, wo Inhalt drauf geht, halt auch hin und her geht oder so. Und ich lerne noch ganz viele Leute kennen aus ganz Europa. Und da kenne ich einfach, und das war für mich wichtig, dass das alles nicht so ganz elitär ist. Mit sind Menschen wie du und ich, die einfach da halt schaffen, die halt sich entscheiden, halt nach Brüssel zu gehen. Wir sind einfach ganz normal bodenständig Leute. Jeder hat nur 10 gelehrt, du hast noch da, wir sind trotzdem ganz normal Leute. Und das ist dann wirklich schön zu sehen. Das flot zu gesinn wie begecht dir auch du vun der schwätzt. Also ich kann ja aus ménger Erfahrung so nicht Jo man denkst da im Europaparlament 2007 ugefangen an du sind du noch op de Gu kommen hun auch als Attaché parlamentär du ha am Parlament geschafft gehabt du war bei der Lützeburg RP ha du war Kaffee 2 Jahre Träger Lützeburg, also das wirklich wichtig weil die macht da auch dat jung Lützeburg sich für die Institutionen begechten leer den eigentlich recht richtig verstohlen wie alles funktioniert. Du kann den schönste Studium gemacht und den ich kann machen das recht wenn den Hai an der Matt sitzt, wo ihr richtig all zusammenhängen versteht. Ich gebe aber vielmals Merci so, dass er als Nulllästerer matt informiert wird und ich hoffe mir nicht ein bisschen gut gemacht für so Sachen zu interessieren. Aber wenn der Hilfe braucht, könnt ihr euch gerne auch mich wenden. Ich habe noch ganz viele Kontakte hier, wenn das da ist oder auch ein Arbeit zu Brüssel Sicht an den Institutionen sind ich gerne bereit zu helfen. Vielmals Merci für die Nulllästerin und hoffentlich bis geschwind.